Also vom Papier her ist das ja ein Freundschaftsspiel, Sebastian, aber es gibt eine ganze Reihe Leute, die im Vorfeld gesagt haben, freundschaftlich wird das heute nicht zugehen. Ja, also zwischen den beiden Mannschaften in keinem Fall. Das war noch nie so und das wird wahrscheinlich auch nie so sein. Das ist so emotional, wenn die beiden aufeinandertreffen und das werden wir gleich auch auf dem Platz erleben. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Darf man sich da über die gelbe Karte beschweren? Keineswegs. So eine frühe gelbe Karte. Jetzt muss er sich das ganze Spiel über zurückhalten, sonst sieht er vielleicht noch rot. Ja, keine Schwierigkeit für den Keeper. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Oh, ich werde verrückt! Ja, das ist natürlich alles andere als uneigennützig, aber er wird trotzdem belohnt. Solange es funktioniert, ist ja alles gut. Ah, das sah schon klasse aus. So schnell macht ihm das keiner nach. Gut gespielt und da wusste er sofort, wohin der Ball muss. Und er findet den freien Mann. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Tja, das habe ich mir gedacht. Jetzt bekommt er Gelb-Rot. Gelb hat er schon gesehen und da hat er sich... Er hat den Ball erstmal per Kopf aus der Gefahrenzone befördert. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Schöner Ball, weit in die Spitze. Ja, und für diese Aktion muss es Freistoß geben, ganz klar. Kein Problem für den Torhüter. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Und da musst du die Lücke erstmal finden. Die stehen hinten so kompakt. Und der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Jetzt sucht er den Abschluss. Und wenn es einen günstigen Zeitpunkt gab, um den Ausgleich zu erzielen, dann war es jetzt. Ja, genau so stellt sich der Trainer das doch vor. Diese ewigen Übungsstunden, wo genau das durchgespielt wird. Und hier, dieser wunderbare Freistoß, da hat es funktioniert. Und der Trainer hat noch gewarnt, keine Freistöße in der Nähe des Strafraums. Sie haben einen hergeschenkt und jetzt die Quittung dafür. Ja, was für ein Pass, da beweist er Übersicht. Und das sieht gefährlich aus. Achtung, jetzt brennt's. Und der Ball ist drin. Bei diesem Tor haben sie ihre zahlenmäßige Überlegenheit eiskalt ausgenutzt. So will der Trainer das sehen, den Vorteil eiskalt ausgenutzt.
schön, wie er den Ball weiterleitet. Ja, sowas nennt man wohl eine geschossene Mannschaftsleistung. Werder Flanken. Ja, da hat er den Braten gerochen. Weg mit dem Ball. Ganz souverän. Ja, das sieht der Trainer gern. Gute Partie, gutes Niveau in dieser ersten Halbzeit und man kann den Sieger schwer vorhersagen. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Ja, da musst du dir was einfallen lassen. Die Lücken suchen, aber es gibt im Moment überhaupt gar keine. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Foul, ganz eindeutig und auf Foul folgt Freistoß. Auch das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus, macht die Partie schnell. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. So, hier ist noch alles drin. 2:1 steht zur Halbzeit. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Auswirkungen hat die rote Karte für die zweite Hälfte. Lassen wir uns überraschen. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Und die zweite Halbzeit läuft. Klarste Ball in die Spitze. Ja, und schon kommt er in Ballbesitz. Gutes Stellungsspiel. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. So, jetzt muss er aber vorsichtig sein, denn das gibt jetzt die gelbe Karte. Oh, die Spieler gehen hier ganz schön hart zur Sache. Auch diese Karte völlig in Ordnung. Richtig so. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar. Und das muss jetzt Abstoß geben. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Ja, souverän gemacht vom Keeper und gleich den Ball in die Offensive gespielt. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder in Ballbesitz. So, den Platz hat er. Wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. Schön per Kopf weitergeleitet. Genau in den Winkel. Ich glaube, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Oh, da müssen wir in der Historie des Pokalfinales lange zurückblättern, um sowas zu finden. 3 Tore in einem Cup-Endspiel. Ein großartiges Fußspiel. Gute Abwehrarbeit.
und da könnte sich jetzt eine Möglichkeit ergeben. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Fantastisch, die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Jetzt hat er den Platz. So, den muss er jetzt reinmachen. Ja, jetzt wird es für die einen aber langsam peinlich. Schon wieder ein Tor. Das sollte man doch mal beim Training vorführen. Einfach perfekt, wie er diesen Ball in der unteren Ecke platziert hat. Ja, eben stand sie noch selbst am Rande eines Gegentores und jetzt haben sie selber ein Tor gemacht. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Und der Kopfball nach vorne bringt jetzt einen neuen Schwung. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Und der ging ganz knapp vorbei. Ein wunderschöner Pass. So, den muss er jetzt verwandeln. Und der passt genau in den Knick. Da konnten sie nicht viel machen. Es ist einfach schwer, den eigenen Kasten sauber zu halten, wenn man in Unterzahl spielen muss. Und so nutzen sie ihre zahlenmäßige Überlegenheit aus. Den Ball weit nach vorne. Es ist ja unglaublich, wie die... Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, hoffentlich hat sich der Spieler hier nicht allzu schwer verletzt. Eine gelbe Karte gibt es natürlich in jedem Fall. Oh, der Schiedsrichter drückt ein Auge zu. Nur gelb für diese Attacke. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Ja, und die Mauer ist goldrichtig postiert. Haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer? Ja, das haben wir jetzt schon oft gesehen bei diesem Team. Bei Standardsituationen sind sie immer gefährlich. Ein tolles Tor. Oh, das müssen Sie aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon 2 Treffer erzielt. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Querpass kommt an. Kann er die Möglichkeit nutzen? Und jetzt gibt es hier noch 2 Minuten Nachspielzeit. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Die Entfernung ist einfach zu groß. Da ist der Ball viel zu lange unterwegs. Kein Problem für den Torhüter. Oh, das war ein ganz weiter Wurf vom Torhüter. Das war nicht einfach. Auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Was für ein schöner Tag wieder mal für den FC Arsenal. Denn das Spiel ist zu Ende und die Mannschaft hat gewonnen.
So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.